Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Diridari für Larifari. Unser nächster Verkäufer, Franz Schirnaugl aus Hintergraubling, hat ein ganz besonderes Andenken seines Urgroßvaters im Gepäck. Er hofft herauszufinden, ob es sich um ein authentisches Stück aus der Zeit handelt und ob er das richtige Näschen gehabt hat. Ah, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier was ganz Besonderes aus dem Körbchen blitzen sehen, nicht wahr? Ja, da hast du dich nicht täuscht. Oh, wenn es das ist, was ich denke, dann haben wir hier gleich richtig Druck in der Kabine. Aber zunächst mal darf ich fragen, mit wem wir es hier zu tun haben. Also ich bin der Schirnaugl Franz aus Hintergraubling, aber du darfst Franz zu mir sagen. Der Franz, dann bin ich natürlich der Horst. Ja, dann fragen wir mal unseren Experten, den Jens. Jens, kannst du was zu dem Stück sagen? Ja, vielleicht wäre es nett, wenn uns der Franz noch die Geschichte erzählt, wie er zu dem guten Stück gekommen ist. Ja, meine Geschichte, da gibt es nicht viel zum Verzeihen. Im Grunde ist das ein alter Schneidsadern von meinem Urgroßvater. Den habe ich beim Ausmisten gefunden und Oma hat gesagt, da hat ihr Vater sogar schon einen Kanonenstab reingeschneizt. Weil der war Kanonier im 1418er. Oh, dein Urgroßvater war Kanonier im Ersten Weltkrieg. Nein, im 1418er hat Oma gesagt. Ja, was dann im Endeffekt auf derselbe rauskommt. Mein lieber Jens, kannst du uns schon was zu dem Stück sagen? Ist es authentisch? Ist es aus der Zeit? Ist es echt? Ja, lieber Horst, es ist auf jeden Fall ein authentisches Stück, aber es ist schwer zu sagen, da das Grundgerüst kaum erkennbar ist. Boah, das wäre ja ein Klopper, wa? Der Schießpulvergeruch passt auf jeden Fall zu dieser Geschichte. Ich würde aber trotzdem noch einen Test machen, um mir sicher zu gehen, wenn du damit einverstanden bist. Ja, freilich, mach nur. Lieber Horst, hast du die grün-bläuliche Flamme gesehen? Ja, das war deutlich zu erkennen. Das war Schießpulver, stimmt's? Ja, lieber Horst, das war Schießpulver. Das bedeutet, dieses Taschentuch stammte aus dieser Zeit. Militariersammler würden für so ein gutes Stück um die 500 € bezahlen. Ich gratuliere. Ja, und jetzt? Jetzt ist sie weg. Fujikato. Oh, mein lieber Franz, das ist aber jetzt schade. In diesem Fall kann ich dir natürlich kein Händlerkärtchen geben. Ja, nein, das macht ja nichts. Ich habe ja noch was dabei. Du hast noch was dabei? Am Ende ein zweites Kanoniertaschentuch. Das wäre ja eine Sensation. Nein, aber Backi Futzen habe ich dabei. Da haben nur genau 2 Stück drin für euch Steppen. Hey. Aus, Ende.